ganzes herzliches Hallo. Heute geht es um das Thema 3 Tipps, um deine dir angeborene innere Stärke und dein Potenzial zurückzuerobern. Mein Name ist Pierina Steiner, Mutmacherin und Lebenscoach. Schön, dass du da bist. Wenn du meinen Podcast jetzt hörst, bin ich überzeugt, dass du interessiert bist, deine dir angeborene Stärke wieder zurückzuerobern, dein Potenzial viel mehr zu nutzen. Es kann auch sein, dass du neue Wege einschlagen möchtest und dir einfach endlich das Leben erschaffen, das du dir von Herzen schon so lange wünschst. Im Gespräch mit Kunden höre ich viel. Irgendwie fühle ich, dass da noch viel mehr in mir drin steckt, aber ich weiss so gar nicht, wie ich das vorholen soll. Auch stelle ich ganz viel fest, dass Leute sehr erfolgreich im Beruf sind, Führungspositionen einnehmen oder sogar erfolgreich ihr eigenes Unternehmen mit zahlreichen Mitarbeitern leiten. Das sind Menschen, die alles daran gesetzt haben, ihre Erfolge im Beruf zu erreichen. Und wenn etwas schief ist gegangen, dann haben sie einfach weitergemacht, weil sie an sich geglaubt haben und durchgebissen, bis sie ihre Ziele wirklich erreicht haben. Sie haben an sich und ihre Erfolge geglaubt, stetig daran gearbeitet, bis sie die Stege hochgestiegen sind, dort hin, wo sie wollten. Doch oft sehe ich auch, dass auch solche erfolgreichen Personen ihre eigene persönliche Weiterentwicklung vergessen haben und persönlich dann so wie in eine Leere hineingehen oder innerlich ohne Stärke sind und in einem Burnout landen. Damit will ich dir einfach aufzeigen, dass auch Leute, die gegen aussen erfolgreich sind, dass es die eben genau gleich betreffen kann und sie nicht verschont sind, dass sie an sich zweifeln, sich innerlich schwach fühlen oder anders ausdrückt, ihre innere Stärke im Lauf des Lebens verloren haben, obwohl sie gegen aussen als sehr erfolgreich gelten. Ich stelle immer wieder fest, dass es 3 wesentliche Sachen sind, die daran schuld sind, dass die innere Stärke fehlt und die Menschen nicht an ihr unermessliches Potenzial glauben. Erstens, es sind 2 kurze Sätze, die daran schuld sind. Sätze, die wir seit Kindesbeinen an immer und immer wieder gehört haben. Wir haben es als Kleinkind gehört, wir haben es im Kindergarten gehört, in der Schulzeit, in der Lehre auch, im Beruf und auch im Alltag. Immer und immer wieder. Sie haben sich so in uns eingeprägt, dass wir tatsächlich sie glauben und noch viel schlimmer, wir sagen sie uns immer und immer wieder selber. Es sind 2 Sätze, die bewusst oder unbewusst ein Teil von unserem Leben sind worden. Egal, ob wir sie laut sagen oder nur innerlich in Gedanken denken. Du kennst die Sätze bestens, da bin ich überzeugt. Es geht nicht, es geht wirklich nicht, wegen dem, wegen diesem, es geht nicht. Und der zweite Satz, der ist genauso verheerend. Du kannst es nicht, haben wir alle gehört. Wir glauben es heute immer noch. Nur haben wir ihn selber umgewandelt. Von «das kannst du nicht» in «das kann ich nicht». Stimmt's? Ganz viele Leute sagen sich laut oder eben leislich diesen Satz immer wieder selber. «Das kann ich nicht». Wie einfach es ist, die Sätze über die Lippen zu bekommen. Es geht nicht. Ich kann es nicht. 2 simple Sätze, aber die Bedeutung dieser Sätze hat weitreichende Folgen auf deine Stärke, dein Potenzial und dein ganze Leben.
Du glaubst es schon selber, ohne überhaupt noch zu hinterfragen, ohne den Versuch zu unternehmen, es anzugehen. Und wenn es dich doch einmal überkommt, es dann auch zu versuchen, dann hast du bestimmt beim kleinsten Problem dein Vorhaben wieder ad acta gelegt und dir selber bestätigt, es geht nicht, ich kann es nicht. Somit hast du selber gesagt, es geht nicht, ich kann es nicht, dir selber immer und immer wieder bestätigt. Doch Hand aufs Herz, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, musst du zugeben, dass es eben nur versucht hast. Und weil beim Wort versuchen Scheitern schon einprogrammiert ist, hast du dir bewusst oder unbewusst das Hintertürchen offen gelassen. So, wenn es dir nicht gelingt, dann kann ich ja dir sagen, ich habe es ja nur versucht. Ich habe ja gewusst, dass es nicht geht. Dann passiert etwas, du hast dann kein schlechtes Gewissen, es tut das Gewissen beruhigen, weil du hast es ja nicht wirklich gemacht, du hast es nur versucht. Wenn du ein Projekt im Beruf hast, dann kann dich das auch vor Herausforderungen, sogar grosse Herausforderungen stellen. Da kannst du nicht bei der kleinsten Schwierigkeit resigniert aufgeben, denn sonst würde ja der Chef irgendeine Kündigung auf den Tisch knallen. Nein, im Beruf, da beisst du durch. Du suchst nach Lösungen. Aber privat, wenn es um dich selber geht, da sind wir doch ehrlich, wenn es um uns geht, da schmeissen wir doch nur allzu oft bei der kleinsten Schwierigkeit alles wieder an und sagen uns dann, ich habe es ja gewusst, es geht nicht und ich kann es nicht. Seien wir ehrlich, das ist doch für uns das Einfachste, statt durchbeissen, wie wenn es um berufliche Sachen geht. Im Grunde hast du bei jedem deinem Projekt bewusst oder unbewusst schon vornherein selber entschieden. Es geht nicht. Ich kann es nicht. Ist eigentlich verrückt, wenn man so drüber nachdenkt. Dazu möchte ich dir eine ganz tolle afrikanische Fabel erzählen. Die Geschichte vom Adler, der geglaubt hat, er sei ein Huhn. Ein Bauer hat einmal ein Adlerei gefunden und hat es dann bei den Hühnern in den Hühnerstall in ein Nest gelegt. Der Adler, der ist zusammen mit den Hühnchen ausgebrütet worden, ist mit ihnen aufgewachsen. Weil der Adler sich natürlich für ein Huhn gehalten hat er gackert wie ein Huhn, weil er es ja nicht anders kennt hat. Er hat mit den Flügeln um sich geflattert und ist höchstens so einen halben Meter vom Boden in die Höhe gegangen. Eben so, wie ein anständiges Huhn das macht. Und er hat gescharrt in der Erde nach Würmli und nach Insekten. Ja, die Jahre sind vergangen, Jahr für Jahr, und der Adler, der ist alt geworden. Eines Tages sieht er einen wunderschönen, prächtigen Vogel. Ganz hoch oben, am Himmel, wo majestätisch seine Kreise zieht. Bewundernd blickt der Adler, der sich ja für ein Huhn hält, zum Himmel empor. »Wer ist das?« fragt er ein Huhn, wo grad neben ihm steht. »Das ist ein Adler, der König der Vögel, der König der Lüfte«, antwortet das Huhn. »Wär's nicht herrlich, wenn wir auch so hoch am Himmel oben könnten kreisen?« »Vergiss es«, sagt das Huhn, »wir sind doch Hühner.« Also vergisst der Adler es wieder und er lebt genauso weiter. Und er ist gestorben im Glauben, dass er ein Huhn war. Der Adler hat nicht gewusst, dass er ein Adler ist, dass er seine Flügel ausbreiten kann, sich in die Luft schwingen kann, zum Himmel emporsteigen. Er hat sie ja nie versucht.
und sie glauben, dass er ein Huhn ist, hat den nicht das lassen, was er wirklich war. Ein König der Vögel, ein König der Lüfte. Du hingegen, du weisst, dass in dir noch viel mehr vorhanden ist. Du hast es selber in der Hand. Redest du dir weiterhin ein, dass es nicht geht, dass du es nicht kannst? Oder bist du bereit, die hinderlichen Glaubenssätze aus deinem Wortschatz zu eliminieren? Hat der Adler geübt zu fliegen, bis seine Flügel stark genug, kräftig genug wären gewesen? Hat er im Himmel majestätisch seine Kreise ziehen? Das tun, für das er tatsächlich geboren ist. Wenn du jetzt übst, egal was es ist, und nicht gerade wieder aufgehst, wirst du deine Stärke, dein angeborene Potenzial wieder ein grosses Stück hervorholen. Das ist eine Tatsache. Eben Schritt für Schritt. Doch es reicht nicht, wenn du dir jetzt eine Woche lang sagst, ich schaffe das, ich kann das. Und bis jetzt hast du dir ja nur allzu oft gerade das Gegenteil eingeredet, dass du es eben nicht kannst. Fall jetzt doch einfach mal definitiv Entscheid, dass du die beiden Sätze wirklich aus deinem Wortschatz entfernt streichst und zum Beispiel gegen positive eintauschst. Positiv, optimistisch, statt es geht nicht, ich kann das nicht. Ich finde eine Lösung oder ich suche eine Lösung. Ich schaffe das, ich übe, ich bleibe dran. Ich bleibe dran, bis ich es erreicht habe. Ich ziehe das jetzt einfach durch. Ich finde Wege und Möglichkeiten. Wenn du es wirklich willst, wirst du das auch können. Der zweite wichtige Punkt betrifft deine Lebensphilosophie, deine Geisteshaltung. Damit meine ich natürlich nicht esoterische Praktiken, abgehobene Meditationen oder gar irgendwie so okkulte Vorgehensweisen. Nein, ich meine deine Lebensphilosophie, deine Art und Weise, wie du über alltägliche Sachen denkst. Denn erst wenn du anfängst, deine Geisteshaltung zu ändern, dann wirst du auch die nötigen Schritte zu unternehmen, die dich zu deiner Stärke und deinem Potenzial führen, die dich zu dem Menschen werden, wo du eigentlich könntest sein. Seelisch stark, mutig, ausgeglichen, kraft- und energievoll, erfolgreich, vital. Ich weiss, dass es nicht einfach ist, sein eigenes Denken, seine Lebensphilosophie zu hinterfragen. Da kenne ich viele, die sofort abblocken, weil sie nur ihre Philosophie als die einzig richtige betrachten, was nur aufzeigt, dass sie absolut festgefahren sind in ihrer Geisteshaltung, in ihrem Denken. Das ist der Grund, warum sehr viel gut belesen sind im Bereich von Persönlichkeitsentwicklung. 1000 Sachen wissen, wie sie vorgehen müssen. Ja, man kann sagen, sie gehören zu denen, die die x-ten gewusst wie für gelesen haben, und es doch nicht umsetzen können. Oder es einfach nicht funktioniert, weil sie das gewusst wie nicht anwenden. Denn es geht nicht nur um das gewusst wie, sondern es geht um das, wie du es tust. Vielleicht denkst du jetzt, das stimmt doch gar nicht. Das ist so nicht richtig. Aber lass dir mal sagen, es ist doch so. So viele machen Diäten, Abnehmprogramm, haben ein Fitness-Abo, belegen Selbstcoaching-Kurs und doch funktioniert es für die meisten nicht oder nicht so, wie sie es sich erhofft haben. Dabei geht es nicht darum, dass die Diäten oder das Abnehmprogramm nicht funktioniert. Es geht auch nicht darum, dass im Fitnessstudio Geräte vielleicht schon älter sind oder nicht mehr gerade auf dem allerneuesten Stand. Oder
dass Kursinhalte von den Selbstcoaching-Kursen nicht lehrreich wären. Nein, es geht einzig und allein darum, wie du es tust. Und das Wesentliche dahinter ist, wie kontinuierlich tust du es. Da du dir meinen Podcast anhörst, gehörst du eventuell zu denen, die in diesen Bereichen schon viele Bücher gelesen haben, vielleicht Kurse absolviert, aber einfach noch nicht bei ihrem Wunschziel angelangt sind. Dann hast du jetzt bestimmt schon einen kleinen Einblick erhalten, warum du es trotz vielem Wissen nicht erreicht hast. Deine Lebensphilosophie, also deine Geisteshaltung, besteht aus den Sachen, wo du weisst, aus denen, wo du glaubst, aus deinem Erlebten, diesen Gefühlen dazu, daraus, wie du mit diesen Sachen umgehst und wie das alles deine Handlung beeinflusst. Es beginnt eigentlich mit den alltäglichen Sachen, Ereignissen, die in deiner Geisteshaltung ersichtlich sind. Eine positive Geisteshaltung wird zu einer positiven Einstellung. Die wiederum bringt positive Ergebnisse und Resultate und erzielt auch automatisch einen positiven Lebensstil. Ja, es führt automatisch dazu. Eine negative Geisteshaltung wird zu einer negativen Einstellung. Die wiederum führt zu negativen Resultaten und erzielt eben auch automatisch einen negativen Lebensstil. Man ist unzufrieden mit seinem Leben. Klar ist es bei vielen weder eine wirklich positive noch eine wirklich negative Geisteshaltung, wo sie drin sind. Aber das ist etwa der Zustand, wo sich das Gros der Menschheit drinnen bewegt und eben nicht zu Spitzenergebnissen im Leben kommt, wo nicht das erreichen, was sie wirklich wollen, weil sie so im Mittelmaß dahin plätschern. Das gewusst wie, das ich erwähnt habe, auf das wird im nächsten Podcast näher eingehen und noch eine weitere wichtige Zutat, die matchentscheidend ist. Mein dritter Tipp, das sind deine Werte im Leben, die bewussten oder unbewussten, die dich steuern. Auf das gehe ich hier nicht näher ein. Du findest in meinem Gratiskurs auf der Webseite «Neue Wege, neue Chancen» eine Anleitung, um deine bewussten und unbewussten Werte zu eruieren und herauszufinden. Das kann ich dir bestens empfehlen, weil unsere Werte auch unser Leben, unser Denken leiten. Den Link dazu findest du unten im Podcast-Beschrieb. Also in einer Woche, im zweiten Teil von diesem Podcast, zeige ich dir einen wichtigen Bestandteil, der für deine innere Stärke, dein Potenzial matchentscheidend ist und mit deiner Lebensphilosophie unmittelbar zusammenhängt und auch deine Werte betrifft. In der Zwischenzeit kannst du deine Werte herausfinden und glaub mir, es lohnt sich bestimmt, weil, wie sagen es die Leute oder Kunden, so manches Lämpchen ist schon aufgegangen oder wie es ein Seminarteilnehmer einmal beschrieben hat, wow, mir ist ein ganzer Kronleuchter aufgegangen. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst, mir vielleicht auch einen Kommentar schreibst, auch wenn wir uns anderweitig vernetzen würden, auf Facebook, Instagram, Pinterest, wo ich neu bin, wo es interessante Beiträge hat. Übrigens, fast hätte ich es vergessen. Gehörst du schon zu meinen Newsletter-Empfängern? Es lohnt sich nämlich, denn die profitieren auch von ganz speziellen Angeboten und Rabatten. Ich wünsche dir eine erkenntnisreiche Zeit, eine gute Woche und bis bald, deine Pierina Steiner.